Voilà, wir hatten den neuen Regierungsrat an für uns ist wichtig, einen Rapport zu machen. Die Situation in Lützeburg bleibt ganz echt und das ist so wichtig, dass die Leute sich auch an die fundamentalen Regeln halten. Das Leben in Lützeburg ist im Moment an einem starken Ralenti an Schien auch generell gehen die Restriktionen respektiert und auch steht er einzelnen Merci, dass er weiß, dass nicht nur für sich selber ist, sondern auch für all die anderen. 12 von den Infizierten, die bekannt also positiv getestet gesehen, leiden bei 1333, also eine weiter starke Progression von über 200 Leuten. Die Zahl ist aber nicht die Zentralausschläge geben, weil 12 von den getesteten Personen auch am Laufe der letzten Tage sich stark variiert hat. Mir wichtig, mir zentral ist froh, wie die Entwicklung ist bei den Leuten, die müssen mit starken Symptomen auch behandelt gehen, und hospitalisiert gehen. Und wir merken auch, dass die Zahl am Moment am Gang ist, stark an die Blut zu gehen. Die verschiedenen Centres de soins avancés sind viel sollicitiert, an an Spitäler sind auch immer mehr Leute, die hospitalisiert gehen. Wir sind präpariert und wir präparieren uns auch weiter. Deshalb bleibt aber extrem wichtig, dass die Verbreitung von dem Virus weiter gebremst wird und dass so man wie möglich Leute sich auch ausstehen, die für allem auch eine gewisse Vulnerabilität können haben. Dass dem noch weiter den Appell und Solidarität und noch und den gesunden Menschenverstand. Der Morgen hat man, wie gesagt, den exzeptionellen Regierungsrat, wo oberneiz natürlich sich die Leute gegen den Coronavirus konzentriert, gegen uns und sind auch eine Reihe von neuen Mesuren geholt, die ich werde präsentieren. Das betrifft notamment als Ökonomie und froh, wie wir auch das Zeit als Land, als Gesellschaft und auch als Wirtschaft meistern können. Lützeburg hat im Moment eine ganz performante Ökonomie, und wir haben an der letzten Euro fertig gebracht, ganz stark Staatsfinanzen zu haben, was uns zu dem Moment auch viel hilft. Wir sind fähig, an der nächsten Woche, Monate, vielleicht auch Jahren, als Wirtschaft zu unterstützen, zu stärken und noch zu relancieren. Und genau das machen wir auch. Ich habe nicht gesagt, und ich bleibe dabei, die Krise zu überwinden, kostet, wird kostet. Wir haben die neuen Mesuren helfen und Garantien dezidiert an einer Höhe von insgesamt 9 Milliarden Euro. Das ist eine enorme Ziffer, das ist nötig. Das ist notwendig, das ist aufgebracht und das ist gerechtfertigt. Eine wichtige und zentrale Mesure, die wir zu Lützeburg haben und so ausgerichtet haben, wie es kaum an einem anderen Land auch der Fall ist, als die vom Chômage partiell. Ein Outil, den an der Vergangenheit ja just auf Einzelsektoren sich limitiert hat, wird aber nur auf die ganze Ökonomie ausgeweitet gehen ist. Das erlaubt, dass der Staat 80% von den Gehältern von den betroffenen Entreprisen und Geschäftsleuten auch überhält. Bis Anfangs dieser Woche sind über 4.600 Demanden von Entreprisen per Post gekommen und über 3.700 über E-Mailen. Es sind sicher ein Rutsch von Doublon, auch der Leute, die per Post Dossier gehen haben, und auch per E-Mail. Das ist das, was auch am Moment geguckt wird, für die genau Zoll können zu haben. Zoll von den Betrieben, die direkt von den Mesuren konzerniert waren, wie mir die Decision von der Fermeture geholt haben, das ja dann zum Beispiel an der Konstruktion, am Artisanat, im ganzen Horeca-Bereich und auch am Commerce, liegt ungefähr bei 15.000 Betrieben und entspricht mehr wie 100.000 Salarien. Die Demande gehen all unkompliziert traktiert, sodass es nicht zu Delayen soll kommen. Wir haben das Prinzip gehen, dass die Form von der Demande auch korrekt ist, dann am Prinzip auch positiv avisiert wird. Aber wir werden a posteriori auch all Demande, die akkordiert gouf, noch einmal überprüfen, aber nicht dann notwendig Rektifikationen machen. Mit soll aber an dieser Krise nicht auf bürokratischen Hürden Blockage kommen. Wir haben morgen eine Envelope gesehen von 500
500 Millionen Euro pro Monat für gesehen für den Chômage partiell, also ob 2 Monate, als das, wie gesagt, eine Depense von 1 Milliarde Euro. Es sind seit dem Anfang von der Krise an der Mesure rund auch 20.000 Demandes gekommen für den Congé pour raison familiale. Wir haben eine Enveloppe für gesehen von 200 Millionen Euro auch pro Monat für das abzufangen. Also wie gesagt, das sind 400 Millionen für das 2 Monate, die für gesehen sind. Es gibt Weiterhilfe für die Entreprise en general, das ist eine Direkthilfe für die PME, wo der Plafond geht von 500.000 Euro pro Betrieb. Hier ist ein Gesamtenveloppe von 300 Millionen Euro, die fix sind, was den Text auch schon deposiert ging, und die soll auch an der Chambre an den nächsten Tag, also nächste Woche, auch gestimmt gehen. Wir werden außerdem die ganz kleine Firmen, die kleine Kommerzanten und Betriebe mit einem Maximal von 9 Employés eine direkt Primausbezahlung von 5.000 Euro für direkt auch können zu helfen, das ist ein Gesamtkostenpunkt von 50 Millionen Euro. Das sind die Hilfen, wofür die Staat sehr ein kurzfristiges Budget deblockiert zu Summen geholt, sind wir dabei 1,75 Milliarden Euro. Dodoniert gehen nicht weiter indirekt helfen für auch Liquiditäten an den Entreprisen zu haben, respektive eben die Liquiditäten auch können zu behalten, dass auch die Message stehen von den Entreprisen Commerce, das gilt für zum Beispiel Reporte von den Chargen, Reporte von den Steuern, wo man auch dezidiert tun, dass man die nicht direkt auch verfrohen, das ist eine Hilfe an Höchst von insgesamt über 4,5 Milliarden Euro, die dann reportiert wird, wie gesagt, dann auch nicht vom Staat direkt gefroht gehen. Dabei kommen immediate Remboursementer auch von TVA und Entreprisen, an das auch an den Lächen, die ich geschieht, oder auch an den nächsten, die ich werde geschehen, man Recht ungefähr von 50 Millionen Euro. Ein weiterer ganz wichtiger Teil von den Mesuren, mit denen wir die Wirtschaft auch stärken wollen, als die von den Garantien geht, notamment für die Kredite abzuholen. Hier haben wir den Projekt de Loi geholt, den ermöglicht, bis 2,5 Milliarden Garantien auch zu gehen. Der Staat geht hier maximal für an weit über der Wäschwerte auch an andere Länder als annonciert Guinness. Wir sehen eine Enveloppe maximal am Moment von 8,8 Millionen Euro für, wie gesagt, bald 9 Milliarden Euro, was über 14% von unserem PIB auch entspricht. Von den Details von diesen Mesuren, den Prozeduren, Prozesse, wie das Ganze auch soll funktionieren, verweise ich auf Pressekonferenz, die auch am späten Nachmittag wird stattfinden, mit dem Finanzminister, mit dem Wirtschaftsminister, noch mit dem Mittelstandsminister. Zum Kostenpunkt gehört auch das, was wir schon investiert haben, an Personal, auch an Material, und noch an den Infrastrukturen. Allein heute beim Kommissariat pour la Protection Nationale, also dem HCPN, haben wir ein aktuelles Krisenbudget von 121 Millionen Euro, den noch bis weiter kann auch noch abgestockt gehen. Ich wiederhole mich, wenn ich so in der Staat möchte, also ein absolutes Maximum an Gesundheit von der Population holt für unsere Regierung die absolute Priorität. Wir sind uns bewusst, dass die Mesuren, die wir am Ende auch von der Santé Publique holen, einen großen finanziellen Impact haben. Wir sind der Überzeugung, dass es richtig ist, die Kosten erkauft zu holen, weil es um Menschenleben geht und es gibt keine andere Priorität. Und ich will auch noch einmal darauf hinweisen, dass wir finanziell gesehen stark sind. Wir können damit aber nicht auch einen Teil von dem Effort über Neuschulden abholen. Wir können das verkraften, weil wir eine starke Wirtschaft haben und als Staatsfinanzen auch solid stehen. Wir sind hier in einer Krise, wo eine nationale Solidarität gefragt und noch gefordert ist. Und dabei will ich auch davon profitieren, für schon meinen allergrößten Respekt ausdrücken für jeden Einzelnen, der wirklich auch hier mithilft. Das betrifft natürlich die solche Leute, die den am Moment für uns alle Guten schaffen. Sie wird am Gesundheitssektor, an den Lebensmittelgeschäften, beim Staat, bei den Gemeindeservices, bei der Post, in all den Sektoren, die wichtig sind, am Fond für das Land auch kann funktionieren. Ich will auch all einzelnen Merci sagen für den Respekt von den Regeln, die wir haben. Es sind noch immer Ausnahmen. Es sind noch immer Ausnahmen an Leute, die sich nicht daran halten, an Mengen, dass die Konsignien für sie nicht nützlich wären. Dafür nach einen urgenten Appell, dass am Interesse von jeder Ränge, dass den sozialen direkten Kontakt evitiert wird. Wir so nicht seit
Wochen, aber wie gesagt, es sind verschiedene Leute, die es nach immer nicht respektieren. Wie gesagt, das ist ein Gefahr für all Menschen, wenn den Schnitt und Regeln hält. Es sind auch an dafür auch ein ganz großes Merci und all die Leute, die sich freiwillig auch gemeldet haben für zu helfen. Das sind Golfjobs als extrem sollicitiert gehen, und Madame Nenat wird auch gleich mehr an den Detail gehen. Und am Ende gibt es zwei Kategorien, Leute aus dem Gesundheitssektor an der Posten, wo jeder sich auch kann melden. Und die Resonanz ist enorm, wirklich ein ganz, ganz großes Merci. Mir gedacht, dass Leute wollen helfen, dass Leute bereit sind, nützlich willen zu sehen und an der Krise die Solidarität auch willen beweisen und dafür wirklich ein ganz, ganz großes Merci und all beifügen. Wir werden weiter Kategorien beifügen, aber an dem ganzen Golfjobs, wo jeder riesig kann anschreiben und am Anfang dann automatisch auch informiert wird über dann die Profile, die zu einem gewissen Moment gebraucht werden. Ja, das wird Haut gebraucht wird, weil vielleicht Haut noch nicht gebraucht wird, kann nur gebraucht werden. Und dafür ist es wichtig, dass man auch eben auf die Profile können zurückgreifen und dann eben die Leute eng Mail machen für zu sagen, die dort Profile Gilo Gesicht, die können sich dann auch melden. Das heißt, für die Leute, die wollen helfen, die sollen noch regelmäßig auf golfjobs.lu sich auch informieren. Für uns ist das ganz, ganz wichtig. Je me permets aussi parce que nous sommes un pays de grande diversité. Nous avons une population qui est très diverse, nous avons des cultures différentes, nous avons des langues différentes, nous avons des traditions peut-être différentes les uns et les autres, mais c'est dans ces moments qu'on est un pays, qu'on est une nation, qu'on est une société. Et donc à toutes les personnes qui ne comprennent pas le luxembourgeois, mais qui participent tous les jours à ce combat contre le coronavirus, je voulais vraiment m'adresser à vous aussi pour tous vous remercier. Ich alle Guten, ein ganz, ganz großes Merci für Ihre Aufmerksamkeit. Und nachher bleibt daheim, so viel es geht. Madame Lienert. Ja, merci. Ich gebe aufhängende Point zu machen über die Situation. Wir sind heute, das schon vom Sabi Bittel gesagt, bei einer 12 von 1333 Infizierten. Den sind immer so zu relativisieren, also in dem Sinn, dass wir heute zu Lützeburg wirklich ganz viele Tester machen, mehr wie am Ausland, sodass es doch normal ist, dass wir mehr eine hohe Zahl und Infizierten haben. Das wird ausschlaggebend, dass man genau muss suivieren, das sind justement Hospitalisationen. Ich gebe Zahlen auch von heute, das stand halb 12 von heute. Hatten wir 143 Hospitalisationen insgesamt, davon 21 Leute auf der Intensivstation. Bei den 21 Leuten sind da 6, das sind als Kollegen aus dem Ausland, die wir vom Mühlhaus River geholt haben, die alle 6 bei uns angekommen sind. Ich habe just gesagt, der 7. Patient wäre NRW, das heißt, die müssen am Laufe vom Nachmittag auch nach kommen. Das sind alles Patienten, die Intensivsoins brauchen, die beatmet müssen gehen, an, wo wir wirklich ganz, ganz froh sind, an einer Situation gewesen sind, wo wir so präpariert waren, dass wir Betten frei hatten, für diese Leute wirklich können eine Direkthilfe zu gehen, die wirklich lebensrettend ist in diesem Fall. Stirbfall sie kennt, zusätzlich dabei kommen, natürlich dabei man auch beim Stand von 4 und 2D. Wir sind auch ganz froh darüber, dass das immer eine Erleichterung so für den Presse zu kommen. Voilà, allgemein kommen wir ganz gut weiter an der Organisation. Ich kann sagen, dass als Service bereit sind. Ihr seht, dass die Centre de Soins so alles abgerichtet sind. Die Luxexpo ist am Gang. Da hat man schon über 100 Leute, die man konnten akquirieren. Nächsten Tag Esch als auch oben mit rund 25 Leute, die da waren. Heute am Nachmittag um 2 Uhr ist Ettelbrick abgegangen. An der Freitag wird die 4. Centre de Soins avancé zu Grevenmacher am Kulturzentrum dann auch abgehen. Bei unserem Gesundheitsministerium ist die Cellule de Crise ganz aktiv. Wir sind all da, also mit Stunden, wo die Einzelexperten zusammenkommen. Das wird pilotiert von einem kleinen Zirkel. Wir haben insgesamt 6 verschiedene Arbeitsgruppen bei uns laufen, die auf unterschiedliche Felder arbeiten. Auch, ja, das sind mittlerweile 85 Leute insgesamt, wovon ganz viele Experten auch von draußen mitarbeiten. Aus dem Privatsektor, aus anderen Ministerien, aus unterschiedlichen Profilen wirklich. Und so hin nachher wirklich ganz, ganz großen Merci, dass das uns erlaubt, wirklich professionell auf allen Standbeinen, die wir da haben, können weiterzukommen.
Centre de soins avancé giwech vielleicht haut net am Detail drop ugo hunn Muren mir spezifische Santéespressebriefing, wo jo engrei Experte wert vorbei hunn Di sto troe könne beantworten, mat dann nach enke op den Detail wie dat funktioniert wie oflet, sie bestimmt ganz viel frohen die Werte kommen mün dat op moi verlot Leiit haut nach wirklich voll am Ersatz fir die Zentren operationell ze kreen moi awer mengchte Moment wo man du können als Moment holen an dann noch op Detailfroen du zo agoen. So dass ich dabei gif belossen. Ich wollte profitiere von der Gelegenheit, dass das wirklich ultraschnell en place gesagt gehen. Dafür ganz große Merci und die viele Leute, die do matt gewirkt haben, an die Orlo aktiv da sind. Das sind 75 Leute, die entretemps schon um Terra aktiv sind. Alles Leute, die das freiwillig machen. Ich will das wirklich unterstreichen. Doktoren, so gut wie die Infirmiere, wie die Leute aus den Laboren, und noch das administrative Personal, was am Ersatz ist, an den Centre de Soins avancés, möchte das auf einer freiwilliger Basis, das kriege gezwungen gehen, da hinzukommen. Und das funktioniert ganz gut. Das sind neue Equipen, die sich dort zusammenfinden, und wirklich als Team dann operationell Terrain sind. Ich gebe auch noch ein bisschen rappelieren, weil die Frau viel gestaltet wird. Du gehst auch mehr am Detail drauf an. Das Prinzip ist, dass ihr an so ein Centre de Soins avancé könnt via eine Ordonnance vom Doktor. Das heißt, dass ihr für Test konsultiert mit einem normalen Hausdoktor. Wenn ihr aber keinen Hausdoktor hat, das geht auch ohne. Also kann ich auch so dahinter kommen, dass nicht das, was wir eigentlich wollen. Wir wollen das so kontrolliert wie möglich auflaufen lassen. Mit dazu, wie gesagt, kriegt ihr nachher dann mehr Detailinformationen. Dann zu unserer Plattform, den GovJobs, die zusammen mit der Fonction Publique lanciert gehen. Das ist ein ganz großes Succès. Wir haben heute schon über 10.000 Leute, die sich gemeldet haben auf DW. Ich wollte von der Gelegenheit profitieren. Es war ein bisschen Konfusion aufkommen, weil man gesagt hat, die Leute aus den medizinischen Berufen am meisten sich anschreiben. Das ist für die Besoin organisationnel. Die Leute sind mit der Anschreibung absolut nicht requisitioniert. Auf dem Stadion sind man nicht haut. Der Sinn und Zweck von der Plattform ist wirklich, dass man so schnell wie möglich einen flotten, modernen Listing kriegen, den aktuell ist, den die richtigen Adressen, Telefonsnummer, E-Mail-Adressen hat, für das man können en cas de besoin wirklich auf die Leute zurückgreifen. Aber als das bedeutet das noch nicht eine Relation mit uns. Das ist ein Recensement von Personal, was wir machen. An dem Sinn, dass man da als erwarten klar proper Lüchten zu haben, die auch gut strukturiert sind, weil da auf dem GovJobs eben die spezifischen Profile fand, die Gesicht gehen, da tun wir am Sektor zusammen ausgeschafft, genau da eben antizipiert, was eventuell gebraucht wird, dass Leute sich so genau wie möglich können positionieren. Das erlaubt uns wirklich schnellstmöglich, und dafür war auch die Deadline gesagt, dass wir schnellstmöglich eine Vue kriegen, ob die Leute, die da aufkommen, wie gesagt, das bedeutet auch nicht, dass die Leute requisitioniert werden durch die Ausschreibung. Nicht. Das hat sich auch geklärt, entretemps mit dem Sektor. Wir haben für den Detail zu gehen an der Rubrik von dem Personal Spanier, das heißt, die Leute, die wirklich eine Ausbildung, ein Diplom haben, an den Berufen haben wir 8.100 Leute, die sich angeschrieben haben. Und an der anderen Rubrik haben wir da 2.400. An den Premier hat doch just gesagt, könnte eine dritte Rubrik bei, weil man direkt Aufrufe von Leuten, die sich nicht wirklich an den Profilen, die lo definiert werden, direkt rumfahren tun. Mit einer Rubrik beigesagt für Leute, die potenziell gerne Match schaffen, dass man die auch recensiert tun. Und die invitieren man natürlich der täglichen an, auf den Sitz zu haben, falls da neue Profile beikommen, dass sie sich selber rüber switchen, ob das was gebraucht wird, respektive sind wir ganz froh, natürlich auch für diese Pool Leute zu haben, an hier Donnerstag zu haben, für sie können zu kontaktieren, wenn das dann einfach sollte möglich gehen. Was geschieht mit den Löschen? Wir müssen am Gange, das wirklich anzuklassieren, dass wir verschiedene Szenarien durchspielen, Eichlin vor Servicen und so weiter, dass wir ein Bild können machen, ob wir ein Kind zurückgreifen, wann das dann sein an einer akuter Phase. Da schaffen wir ganz eng zusammen, auch mit den Doktoren. Wir hatten gestern lange Reunionen, wo wir uns auch ausgetauscht haben und geguckt haben, welches Modell wir können finden für uns zusammenarbeiten, mit dem medizinischen Personal und noch mit den Infirmieren durch die Krise und durch, da sind wir ganz gut weiterkommen. Da auch zuversichtlich sind, dass wir da nach dem Laufe dieser Woche können enge Informationen gehen, wie die Zusammenarbeit wird ausgesehen, da laufen Negoziationen, wie gesagt, auf Höchsttouren, das haut zu frei für den Detail davon zu geben, das wird nicht mehr lange dauern, dass wir auch da eine klare Antwort können geben, wie das sich wird gestalten.
Ich gebe generell, weil medizinische Berufe darauf hinweisen, dass durch die Reglementer, die geholt sind, das Prinzip den, dass die Aktivitäten an der liberalen Kabine wirklich aufzufeiern sind. Das gilt sowohl für Doktoren, für die Zahndoktoren, für die Veterinären, wie auch für andere liberale Pflegeberufe. Das heißt, all das Personal, das in die jeweiligen Kadergesetze fällt, das Prinzip aus denen, dass die Aktivitäten aufgeschraubt gehen, ob das wirklich urgent, also ob akut fällt, die muss behandelt gehen. Das ganze Gesundheitssystem hat sich ab dieser Woche an einen Art Krisenmodus rüber geswitcht, wo man das System de Garden en Platz haben und so weiter, wo man neue Strukturen laufen haben, für das man wirklich auf dem dritten Modus durch die Krise kommen. Alles, was muss assuriert, geht assuriert, das ist natürlich als normalen Gesundheitssystem den dreht, aber nicht mehr unbedingt nur dem Modell, wie wir gekannt haben, an der privaten Praxis, mehr eben über Garden und so weiter. Und ich gebe auch hier proposieren, morgen an dem Point Presse dann noch Experten oder Dr. Matt zu bringen, die mehr im Detail können, ob Frauen angehen. Im selben Sinn wird doch dann morgen den Detail präsentiert von dem ganzen System von der Telekonsultation, den lo wirklich en place ist, ab heute oder gestern ist den laufen, an morgen kriegt das auch wirklich am Detail präsentiert, was das ist, wie sich ausschreibt, wie es funktioniert, und der kann doch dann Fragen dazu stellen. Das ist so zu unserer Testpolitik. Ich will das auch nachher rappellieren, wir sind auch immer an der selbe Testpolitik wie seit pur Tisch ja an einer Echtstoffphase von der Krise, wo man spezifisch Leute getestet, die aus einem Krisengebiet kommen sind, aus Symptome hatten. Wir sind aber los seit einer Zeit rüber geswitcht an eine Testpolitik, die nach immer gezielt aus, die ist nicht breit gesprägt, das ist eine gezielte Testpolitik, wo man Leute testen, die Symptome haben, an die auch extra vulnerabel sind oder irgendwo Risiko haben, für Komplikationen zu machen. Das ist am Ende einen bewussten Umgang mit diesem Testmaterial. Wir haben nicht unendlich Testmaterial, wir haben auch hier Bestellungen laufen, wie viel anderes Material, die noch nicht angekommen sind. Und ich sage auch nachher, das reicht, wenn wir wirklich sicher sind, dass wir ein neue Batch und Tester wirklich à disposition haben, wo wir können und das wird vielerseits sich vorgestaltet, wie wird nicht mehr systematisch getestet, aber das eben justement aus der Contrainte raus, dass wir am Moment nach probieren, den Stock, den wir haben, so effizient anzusetzen, wie es geht. Wenn wir bis mehr Tester haben, dann können wir uns doch wirklich erlauben, systematisch die Symptome hat, durchlaufen zu lassen. Ich will einfach unterstreichen, dass wir mit der Politik, die wir im Moment tun, absolut konform sind mit dem, was von der EU vorgehen. Da gibt es Rekommendationen, die auf à mesure von der Krise angepasst gehen. Und so wie wir im Moment verfahren, das ist absolut das, was die Vorgabe ist, die wir auf EU-Niveau haben. Also eine gezielte Testung am Konträr zu dem, was oft verlangt wird, mir wird auch sowieso nie wird richtig flächendeckend sind hier den oft die Begriffe wird nicht flächendeckend getestet, richtig flächendeckend all Bürger testen, das mischt einfach keinen Sinn, weil eine Person testen, die keine Symptome hat, das selber wie man Gift den Test wäsch geheim, die wird einfach negativ sind, das sieht nicht aus, verschiedene Leute wo vielleicht schon de Covid hun aber noch net Symptome, das recht wirklich wann Symptome bis ausgebracht sie, wo den Test auch wirklich es kann aus. Dafür möchte Käsen hun immer nach Folge dann so immer rapportiert, dass Leute froh für einfach präventiv getestet gehen, das nicht so wie den Test funktioniert. Also dafür wann der dat so gesot kriegt schon se Ursache auch fand nicht immer vielleicht verständlich. Ich gehe auch Reinkerin streichen. Ich hatte schon zu Anfangs gesagt, wir machen ganz viele Tester. Wir sind insgesamt bei 10.000 Leuten, die schon getestet sind. Das ist viel mehr wie am Ausland zum Beispiel, wo ganz andere Zahlen aber mies sind an dem Bereich. Dann haben wir als leidliches Thema Schutzmaterial. Da sind wir leider noch immer an der Attente von ganz vielen Kommanden, die wir umlaufen haben. Auch da können wir wissen, dass Besoin da sind. Wir holen das auch alles entgegen, sämtliche Monten, die in uns rumgedrogen, die repertoriiert. Wir haben eine ganz klare Prioritäten, löscht nur dem, das Material rausgeht. Ganz viel Hutsch, also mit Einzelkommanden kriegt, also das nicht, wenn man gut keine Kommanden gibt, kriegen wir als ganz große Kommanden, auf denen wir wirklich werden, sind noch nicht angekommen. An dem no passen wir auch als Politik die Distribution vom Material an, auf höhere Mesure. Wir konnten
iwwer die letzte Woche ganz viel Material rausgehen an den Gesundheitssektor, an den Sektor des Soins, an Taktikten noch zum Deel also ganz viele Akteuren sie beliefert gehen, aber nicht all. Wir sind uns des bewusst, dass ganz viele Leute ungeduldig darüber werden. Das nicht, dass die Demonten irgendwo giffen verschwonnen, die Laie bei uns. Wir wünschen uns nicht mehr, wie dass wir die auch irgendwann hinten honorieren, dass das, wo wir alle guten Summen drauf werden. Der Markt ist ganz kompetitiv, das schwer eng fest aus so zu machen, an noch durchbleiben bei meiner Position, dass ich recht werde positiv melde, wann Material wirklich high ist, auf unserem Territoire, wann doch getestet ging, also wie es ausgepackt ist, noch klar gestaltet ist, das wirklich das wird man gestaltet tun. En attendant, als wie gesagt, als Politik der Distribution geht in Richtung von den Kliniken, vom medizinischen Personal, vom Pflegepersonal, das heißt von denen Leuten, die wirklich an direktem Kontakt mit dem Patienten sind oder mit vulnerablen Leuten sind. Wir haben lo aber 4 Scannerinnen können kaufen, die man auch kriegt. Das ist jeweils Scanner für die einzelnen Spitäler. Das ist ganz hilfreich, weil der Scanner eine gute Outil der Diagnostik ist für die Corona. Die kann den Test ersetzen. Das ist auch wirklich mehr effizient, weil man das Scannerbild an den Lungen genau kann erkennen, wann ein Corona-Befund ist. Sodass das ein gutes Sache ist. Die können operationell gehen, noch gleich. Auch dazu vielleicht noch ein Wort zu den Zahlen. Ich meine, ich habe nicht gesagt an der Introduktion, wir haben eine relativ hohe Zahl von positiven Leuten, weil wir seit einer Zeit auch die dabei rechnen, die wir als Cas suspect bezeichnen. Das muss ich darunter verstehen, das sind die Fälle, die nicht positiv getestet gesehen über den Test, mit die von ihrem Befund hier offensichtlich Corona-Patienten sind. Das ist also so klar, aufgrund von einem Scannerbild oder wie auch immer, dass medizinisch Corona ist. Dafür kann ich den nicht unbedingt als positiv formal ausweisen, dass sie Cas suspect, die an Eisenzuhlen dabei. Das ist nicht an allen Land der Fall, will ich auch so. Selbst hat man festgestellt, dass verschiedene Länder, die dann eben nicht dabei zählen, für uns wäre klar, dass man die dabei rechnen. Das erklärt, wenn man sich vorstellt, wir werden auch relativ schnell abgegangen, als wenn man die Kategorie wirklich raggeholt hun an dat wäret englisch von meiner Seite werde ich wohl so wie gesagt krit weiter Detailer engerseits zu den Centre de soins avancés, die dann so gut wie ganz en place werte sind, da sind noch Experten dabei, die krit doch Detailer iwwer als Agence e-santé iwwer den ganzen Mechanismus von der Telekonsultation, den ein ganz praktisch derweis dann auch operationell lo ass erwertziehen iwwer die nächsten Wochen dann hoffentlich auch an Zukunft. Und da sind ich auch nach aufschließend ganz froh, ich zu delen, dass das Lützeburg wird Mattbacher bei der Etude Discovery. Das ist eine französische Etude, die gemacht wird auf europäischem, also von einem französischen Institut gemacht wird. Das ist eine klinische Etude, die gemacht wird rund um 4 Medikamente, die am Moment wirklich gehandelt werden weltweit als potenziell effizient gegen den Corona. Da werden insgesamt 7 Länder mitmachen an Lützeburg als davon sind ich ganz froh darüber, dadurch werden verschiedene von unseren Patienten dann noch an den Genuss von so Medikamenten können demnächst kommen. Auch dazu sind die zuständigen Experten heute präsent, die Stadt sicherlich mehr am Detail können erklären, wie es kann. Voilà, ich gebe merci. Voilà, da ich fange mit den Frohen. Eine erste Frage ist vom Contacto und der Premierminister. Le Premier ministre Xavier Bettel et 8 autres dirigeants européens signent aujourd'hui une lettre au président du Conseil européen appelant à la mise en place d'un instrument européen commun d'émission de dette pour faire face à la crise provoquée par le Covid-19. Pensez-vous que cette mesure sera soutenue par les autres États membres? Ich muss so Solidarität schmengen gesagt, dass auch gut möglich, dass man auch emprunt müssen machen als Lützeburger Land an eben durch den AAA, durch die Situation, die man haben, auch den zu guten Toren Werte kreieren. Wir wissen aber, dass verschiedene Länder an der EU Männer gut Ratings hun für Suen zu lehnen, dann ziemlich hohe Toren müsste bezahlen. Dafür ist es für uns wichtig, dass man Corona-Bonds, so wie das auch die SPD zu nennen, wo man zusammen am Anfang als Europäische Union, als Euro-Länder die Responsabilität überholen, für auch da ein gemeinsames Sache zu machen. Ich meine, das ist eine Sache von Solidarität. Ich weiß ganz genau, wenn Deutschland nur einen Appell möchte, für Suen sichern zu gehen, oder Lützeburg einen Appell möchte, für Suen sichern zu gehen, da wird dann nur Italien kein mehr kreieren. Ich will nicht responsabel sein.
dass an Italien nicht die nette Schmeier sind, just weil es gang als national direkt Apps zu machen, ohne zu gucken, wie es bei den anderen geht. Dafür als für uns, wie gesagt, die Corona-Bombs, eine Sache von Solidarität vis-à-vis von, dass alle Menschen auch auf den Kapitalmarkt auch kommen, für Fonds können die blockiert zu kriegen, für auch auf die dort Krise eine Antwort zu geben. Das ist eine Sache von Communautarisation, aber für allem auch von Solidarität. Dafür haben wir auch dezidiert, den dort Brief zu schreiben. Eng weiter vor vu Contacto, les témoignages des migrants ayant travaillé de manière précaire et n'ayant pas droit à des allocations de chômage ou à tout autre type de soutien sont parvenus au journal Contacto. Pensez-vous créer un soutien pour cette population? Ich habe keine Ahnung, sind Einzelfälle, die dort Fälle sollen einzeltretiert gehen. Ich weiß nicht, was dort Situation ist. Wie gesagt, Leute können, oder sie bei der ADEM so Recht auf Chômage oder sie kein Recht auf Chômage. Ich kann nur am besten wollen nicht aus der Hälfte irgendetwas beschießen bei so einer spezifischen Form. Eng Frau von Maison Moderne. Si les mesures édictées n'étaient pas totalement respectées, pourraient-elles être renforcées ou bien les sanctions qui y sont liées? Also wir haben die letzte Police geht wirklich ganz viel raus, 200 Kontrollen, die den da gemerkt haben. Es sind aber bei einem falschen Avertissement Taxen, die den da auch gemerkt haben, für individuelle Leute. 40. Fedro, wie ich gesagt habe, dass mir das Problem alle Gute sind, als eine Realität. Als eine Realität. Es sind noch eng 10 Betriebe, wo auch konstant gemerkt sind, das geht von einer Patisserie, die Salon de Consommation hat, oder Betriebe, die bei einer Leute geschafft haben, an am Anfang auch nach Leuten, die dann die Bistro gemacht haben, an Terrasse nach exploitiert haben. Den Appell ist wirklich, wir müssen alle gute responsabel handeln, wir all Einzelnen. An du ein Betrieb, den nach abläuft, haben wir auch 6 Sanktionen vorgesehen, an Schmengen, dass an diesem Moment der gesunde Menschenverstand, wie gesagt, Disziplin und Respekt von den Regeln die beste Solution auch ist. Wir sind aber bei der muss ich so, dass Madame Gesundheitsminister uns auch am Conseil am Update hält über die Situation. Und wir können nicht ausschließen. Das heißt, wann wirklich gibt es gehen, dass Schnitt und Mesure könnte gehalten gehen, da muss wir neue Mesuren holen. Wir hoffen wirklich, dass wir alle Gute verstehen, dass wir ein Teil sind vom Problem, wenn wir uns nicht dran halten. Und wir ein Teil von der Solution sind, wenn wir uns dran halten. Und das ist wirklich der Mot d'ordre. Sanktionen sind ja auch en cas de Rezidiv mehr hoch, das heißt, für den nicht versteht. Aber wie gesagt, wir haben den Arsenal direkt auch über das Avertissement Taxi, weil es scheint, wie wenn sonst verschiedene Leute nicht verstehen. Aber wie gesagt, den Bild als gesunder Menschenverstand. Und für jeden ich will nicht stigmatisieren wie von den Männern. Aber es kann nicht für Porter vom Virus gehen. Und dann nur, wenn ein Porter vom Virus ist, ist ein Teil vom Problem. Und du, als das für jeden zählt, da gibt es kein Alter für Porter vom Virus zu gehen. Jeden als ein Faktor für dann nur auch nichts weiter zu gehen. Dann haben wir eine Frage von Lützeburger Land und Madame Minister Schlenert. An England goufen ethische Leitlinien veröffentlicht, wie die knapp Ressourcen am Kontext von Covid-19 und Spidolspatienten abgedeelt gehen. Gibt es so Leitlinien auch für das medizinische Personal zu Lützeburg? Aber wenn die kommen, die erwähnen, liegt fest. Und zu diesem Zeitpunkt das noch nicht gemerkt, das sind die generellen Regeln, die spielen. Wir brauchen dadurch zu diesem Zeitpunkt nicht, und ich wünsche mir, dass das doch nicht der Fall wird, wenn es kritisch zuspitzt, dass das natürlich nicht ausgeschlossen, dass er noch auf die Weg muss gehen und sich ethische Leitlinien muss gehen. Eine weitere Frage von Maison Moderne. Pourquoi M. Jean-Claude Schmitt, directeur de la santé, qui avait beaucoup communiqué en différentes occasions, ne le fait plus? Das war am Anfang von der Krise, wo noch nicht offiziell deklariert war, hat Santé de Lille darüber die Kommunikation, dass normal war, dass ich mit meinem Direktor mitgesehen war. Entre-temps sind wir beim Mann an Niveau der Krise gekommen, dann muss man mit alles viel Leute holen. Wir sorgen dafür, dass auch regelmäßig Experten hier im Reden Antwort stehen. Und mehr spät wie moi werden hier auch nicht eine Reihe Experten aus der medizinischen Familie gesehen. Dann haben wir eine Frage von RTL Today. Es wird auf den sozialen Medien spekuliert, dass 12 von den neuen konfirmierten Infektionen meines niedrig ist, weil anscheinend Männer Weekend getestet wird. Können die Stellung dazu holen?
Das kann den so generell nicht so und vor effektiv lo en Unterschied vu sonder op Mendes worunter dat dawer leit, dat kann auch sinn, dass Manner Leute an Win gefu sinn net méi fir durchaus eng generelle Regel ze zeien. Ich mein, das bësselsche verfreit no enger Weekend-Experiz. Dann eng froh vum Lützebauer Wort ass Material, wat aus China sollt geliefert ginn, entretemps ukom. Kleinen Deel, aber den großen Deel noch nicht. Eng war der froh vum Lützebauer Wort ass entretemps gewusst, wéi lang infizeiert nach Ustierchen sinn, ernstnecht gesot, wieviel Deeg muss en daheim bleiwen, nodems eng Infektion festgestalt gouf. Die 14 Deg-Regel ist noch nicht aufgeändert gehen, natürlich par rapport zu einem Infizierten aus der die 15, die nach immer rekommandiert, das zu observieren. Eng froh vom Passaparola Magazin für Madame Lennart. Vous prévoyez quelque sorte de dépistage pour connaître les possibles personnes positives sans symptômes, par exemple en fonction des risques d'exposition à la contagion? Nee, so ein Test gëtt net, dann das auch wichtig enker ze ënnerstreichen die Tester, die Mat sinn, die hun absolut kein Effekt bei Leuten, die kein Symptome hunn. Das ist ganz klar. Dann eng froh vom Passaparola Magazin und den Premierminister. Quelles seront les mesures que vous allez mettre en place, à part le chômage, pour les privés en difficulté qui ne seront plus, par exemple, dans les conditions de payer un loyer ou de payer un prêt? Also wie gesagt, wir haben den Chômage-Partiel schon nicht den Montant gehen. Das sind 500 Millionen der Monat, die der Staat wird bezahlen. Schon von den Loyers, die hat ja mitgekriegt, dass die Gemeinde Lützeburg eine Decision geholt hat, zum Beispiel, dass kein Loyer abheben. Wir machen das auch. Wir machen das auch. Da, wo der Staat, da, wo der Fonds de Logement proprietär ist, vis-à-vis von den Geschäften, die wir haben. Weil wir haben einen Ritsch von Geschäften, die bei uns lokal sind, ob das im Kirchberg oder im Fonds Belvoir ist oder beim Fonds de Logement. Da werden wir auch die Dispositionen holen, dass ob man das Loyer nicht muss direkt bezahlt gehen, das heißt, kann italienet gehen. An einem Einzelfall kann ihn dann eben Extremsituationen auch nach analysieren. Das heißt, das sind alles Mesuren, die wir geholt haben. Und wir werden das vor auch nach Punkten holen am Regierungsrat, die ich Freitag werde kommunizieren, die haut schon einfach am Package wären, mit die ich Freitag will kommunizieren, auch eben justement über die Gerpismen Gericht, für das Delo soll noch suspend bleiben. Aber wie gesagt, das ist ein Punkt, den Freitag werde an einem ganzen Package mit kommuniziert gehen. Das sind der Punkte, die wir das vor auch dezidieren. Eng froh vun Le Quotidien huet Dir eng aktualiséiert Altersmeier vun den Todesfälle? Nee, die ist so stabil, schon die net nee, ich mein, die mor am Detail net rausgin. Et waren ich mengen alles relativ eler Leiit, soweit ich mich erinnern. A wie das Kind dabeikom, ass die net Gott sei Dank net aktualisiert. Dann eng war der froh vun Le Quotidien und de Premierminister eng Präzisionsfroh. D'Regelen fir de Konfinement sind déi dekretéiert jusqu'à nouvel Ordre oder just bis den 20. April, wo bis l'Entreprise vun de Schaulen geplant ass. Biselo sind Konfinement an dem Etat d'urgence sind 3 Monate gültig. Biselo. Das heißt, die können zurückgezogen, geändert gehen vom Regierungsrat, an dem es der Enker den Etat der Krise abgehoben wird oder durch ein Reglement am Anfang die Texte geändert gehen. Wir haben Decisionen geholt mit den Schulen, weil wir ja auch wissen, dass durch die Vakanz auch könnt. Wie gesagt, den anderen Punkt wird auf höhere Mesure geholt, an die Decision getreten geholt, wenn ich auch Garantie kriege. So ich vom Corps Medikal, wir können zu sagen, dass kein Gefahr mehr da ist. Weil zu mengen, ja, weil Gestern oder Viergester besser zuele wären, dass dann schon de Plateau wie an dass man dann am Fong kennt alles relaieren wie falsch zechen. Das heißt, wir müssen lo eng Stabilisation sichern an dann wirklich evitieren, dass man mengen das alles river an dann durch den Bumerang am Fong dann no eng Situation kreen, die ball nach méschlem war wie die echt eben durch den End vun engem Konfinement. Do wie gesot am Moment aus der Konfinement so lang die Regierung dat net ändert.
zusätzlich von de Konfinement das grad zu diesem Zeitpunkt méi wie notwendig das schüste mal lo wo man wirklich muss ganz seriös als erhalen fir zu evitieren dass man de Pik iwwer die nächste 2 Wochen kreen das wirklich lo wo man muss richtig seriös sinn an immer méi seriös van lo mir schwer aufhält wenn mir lang dauert me das der Moment. Eng war der Frau vom Lützeburger Land fir den Premierminister die huet gesot, dass der Staat berät ass bis zu 9 Milliarden Euro gen Kris zu investieren. Nee. Nicht zu investieren, mir so zu mobilisieren. Da sind ein Rutsch von Punkten, wo Direkthilfe sind, da sind ein Rutsch von Punkten, wo man so ein Lomiste kriegen, über TVA, über Steuern, wo man so, wir kriegen so nicht, wir müssen die Leute lehen, es sind Sachen von Prägen, das ist ein Rutsch von Punkten. Das ist nicht, dass wir 8,8 Milliarden investieren. Das Mobilisation von Invest, von Prägen, von Deplacement, aber Verrutschen, von Monton, insgesamt geht 8,8 Milliarden, das heißt bald 9 Milliarden, dürfen ein Deal, so wie ich wieder so tun, zum Beispiel, was der Chômage partiell, allein, 1 Milliarde, wenn das 2 Monate dauert, wie gesagt, an einer guten Stunde, wenn wir studieren, kommen die anderen 3 Minister erst dann an Detail erklären, wie sie auch die dort Mesuren präsentieren. Wie gesagt, nicht de Message gin, dass lo 9 Milliarden am Fond als Depense pur, dat sind verschiedene Komponenten, da gëtt alles zu Summe gemerkt, dat wat investiert gëtt, dat wat am Fond Prä ass, wo man dann eben Tele muss können erschaffen, do wo man direkt die kleinen Entreprisen, die 5.000 das dann direkt suen, die man auch könne gin an die wirst du da auch den Text zum Beispiel wat von Entreprise auch nächste Woche wat Minimistext den auch so genannt gëtt, auch an der Chamber nächste Woche gestimmt gëtt, do also wie gesagt, dass die mixt von allem von deplacéieren ginn net froen lehnen ein Ensemble von 8,8 Milliarden mischt. Ich war weiter an derselbe froh. Wat dat fir de Staatsbudget an Staatsschuld an do gëtt gefrot, wéit ma am Deckel vun 30% Staatsschuld ass déi jo am Koalitionsakkor festgehale war. Ja, also wie gesagt, wir sind am Moment bei 20 mat all den dote mesureuren, die man lo geholl hun rechte mal, dass man ënner denen 30% bleiwen wie gesot wie Dir vun hai net Epicie spielen. Et geht dem Mënsche liewen. Och van eng Koalitionsakkor Appgift ra stoen. Schmurfleich net mi kann respektieren, weil Mënsche liewe gerat hun. Dei politische Verantwortung iwwerholen nech. Eng Frau von Bloomberg wat as Kapazitéit vu Lützebauer Spidola an den Intensivstationen. Die wenn man bei 130 später du immer kann ich nur am Detail denke die medizinisch Detailer gi von der Spideler da sind die richtig Experiment dabei kann man mehr Detail. Eng Frau vun Radio 10,7 Di huet d'Etude Discovery ugeschwert. Ass de Etude vun der der Dr. Roman Nati schon geschwert huet, vun der de CHL Deel ass oder ass eng Äner? Nee, das déi. Dr. Nati wär doch mal he sinn fir ich Detailer dat ze gin. Dan nummer nach Holmalona englächt froh, déi kennt vun Lützebauer Gemengen. Les chiffres montrent-ils que les mesures de confinement commencent à porter leurs fruits? Kann ich net wirklich behaupten. Also dat schon könne schlimmer sinn zu diesem Zeitpunkt. Man kann net nieieren, dass am Gang ass unzezeien, op mesure greifen, dat gesinn immer op die näst eng woch 14 Deeg kann dat gesinn, ob het wirklich rich drastisch opgeht oder ob man Kurf egentwo méi flach halle wie an andere Länder. So nicht merci.